Tja Leute, wir haben es endlich geschafft, einen Deckensprung, die dritte Fähigkeit zu bekommen. Da muss ich irgendwie gucken, wie ich da vorne mit den Typen klarkomme. Das könnte Spaß werden. Oh, hier will ich nicht runter. Hab doch schon einen gewissen Damage gemacht bei denen, ne? Krass. So. Trotzdem muss jetzt irgendwie nochmal da hochkommen, um die halt richtig Platz zu machen. Und ja, man sieht schon hier der Vorsprung. Ich habe natürlich einen dicken Sprung, wa? Das klappt sogar. Cool. Das Ding nehme ich nicht, wenn ich aber auch etwas, was ein bisschen mehr Dampf drauf hat. Was sind denn die Bomben? Bombis! Ja, nur 2 Stück. Also schon down. Okay. Das ging zum Glück schneller als erwartet. Bogentasche ist voll. Okay, dann ist vielleicht mal Zeit, den Bogen zu ersetzen. Mal die ganzen Waffen ein bisschen abzugraden. So. Das heißt, das Ding kann also weg. Also ein Konstruktbogen. Verrostes Schwert. Was können wir da noch irgendwie ablegen, wenn das Ding schon voll ist? So. Ein Opal. Das ist alles für ein scheiß Opal. Oh, Menno. Immer noch ein paar Drachenköpfe. Hä? Wenn die einfach so mitnehmen, oder was? Komm schon. Nein, warte mal. Die Fähigkeit, sondern... Dann machen wir es so. Prügel und ich mach mal Synthese. Sehr gut. Dann theoretisch noch den mit dem zweiten Drachenkopf oder auf dem Schild drauf. Haben wir schon so einen. Den Bogen damit kombinieren geht sicher nicht. Das heißt... Nee. Ich könnte... Doch mit dem da. Ah, hätte theoretisch noch hochgekommen, war? Okay. Gut, da sind wir jetzt schön dran denken, ne? Wenn wir in so eine Situation haben, wo ich einen dicken Sprung einsetzen kann. Der ist echt nicht von schlechten Eltern. Den kann man gut gebrauchen. Aber muss man halt auch richtig sehen, wa? So, aber das jetzt hier ist also nichts mehr. Wie kommen wir jetzt da wieder hoch? Da ist die gute Frage mit dem Deckensprung halt, ja? Die noch so ein paar Frostdinger zu holen, wären so schlecht. Hallo, wo seid ihr?
nehme an, Deckensprung geht hier nicht, oder? Da wäre es ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Ja, das ist zu hoch, da kommt er einfach generell nicht durch. So. Wie sieht es denn hier aus? Mit der Wurzel, komme ich da so hoch jetzt, oder war das nur eine Theorie? Ja gut, so komme ich sicher nicht hoch. Doch, könnte klappen. Also ja, hätte man eigentlich theoretisch zum Schrein auch so hoch gekonnt, ja? Und nicht so kompliziert, wie ich es vorhin gemacht habe. Aber ganz ehrlich, wer kommt schon auf die Idee, eine Baumwurzel hochzuklettern? Sehr schön. Und jetzt den Deckensprung. Durch da. Ah, perfekt. Ist hier draußen noch etwas? Glaub's zwar eher weniger, da würde mich überraschen, aber... Das sieht so seltsam aus mit diesem Licht hier. Aha, ein Krog. Ein Krogrätsel à la Breath of the Wild. So. Hier hin, im Kreis legen, das müsste schon gewesen sein. Es müsste schon gewesen sein. Sag ich ja. Du hast mich gefunden, Krack. War es nicht so, dass bei Breath of the Wild die Krogs noch Namen hatten, dass sie dann einen eigenen Namen hatte? Kommt hier gar nicht mehr so vor. Ja, vertäusche mich aber auch. Ist da etwas? Sieht fast so aus, wa? Da könnte da auch mit dem Deckensprung hin. Na, okay, ist nix. Ja, das könnte was sein, aber nee, da war der harte Wunsch des Gedanken wieder mal. Dafür komme ich hier hoch. Sind wir sicher? Ja, so ein Gebilde. Okay, hier haben wir wieder einen Wächter. Oder einen Helfer, wer auch immer. Sind getan. Besuch an diesem Ort ein ungewohnter Anblick. Ich nehme an, du wirst Sonarbauteile benötigen, um den Weg vom Berg hinab zu bewältigen. Wenn Sie diesen Kapselspender verwenden. Oder Sonarkapseln. Mhm. Konstrukteuren auch, ja gut. In uns in betreteter Höhle ist daher ist der Weg hinab gewöhnlich ausgesprochen mühsam. Da stelle ich Gleiter Sonarbauteile bereit, die die Rücke nach unten spielend einfach machen. Okay. Da bin ich mal gespannt, wie das funktionieren soll. Gut. Dann sind ja Sonarbauteile sind die fertigen, die wir kriegen. Ich brauche ja Materialien. Sortieren wäre trotzdem cool. Synthese nach Angriffsstärke. Alpha-Krieger-Konstruktoren. Ich habe schon zu viel davon, aber noch nie was verändert damit, oder? Hey, warte mal. Jetzt geht's sowieso noch nicht mehr so gut. Moment. Ach so. Nee. Das heißt, das hier Alpha-Krieger-Klinge. Oder anders gesagt, wenn ich jetzt das in die Hand nehme. Ablege. Das ist bereits... Ah, das Ding hier ist also bereits eine kombinierte Klinge. Waffe, insofern. Und so.
Oder geht halt doch nicht. Weil ich gerade irgendwie mir falsch zusammengereimt habe. Naja, soll vorkommen. So. Dann machen wir es also nochmal so. Ich brauche die Dinger. Kann wohl aber eben auch die Dinge zum Beispiel verwenden oder andere von denen. Okay. It's Capsule Time! Gleiter. So ein Bauteil kann den Auftritt des Windes nutzen. Um weit zu fliegen, muss man möglichst in der Mitte stehen, das Gleichgewicht halten. Ja gut, aber so einen Gleiter haben wir schon. Das Problem ist ja, wie kann ich den in Betrieb nehmen? Oder ist das jetzt ein anderer? Und die ich unten gesehen habe, waren halt nicht in Betrieb. Eventuell auch eine Variante. Also das wir auch mal testen können. Ich meine, ich kann die Dinge auch drehen. Haben wir jetzt natürlich bisher nie gemacht, wo wir die gesehen haben. Weil ich nicht sicher war, dass es überhaupt so funktioniert, aber... So, dazu. Hm? Achso, jetzt aktiv, deswegen kann ich es nicht mehr nutzen. Warte mal. Kann ich es jetzt mit dem Ding hier nutzen? Aha, das ist schon über die Mitte feststecken. Ach, dann kann ich die jetzt auch nutzen. Okay. Ich wollte mich eigentlich daran festhalten, irgendwie hochziehen oder so. So hochklettern. Aber wenn das so funktioniert, umso besser. Das ist wieder der graue Drache da oben. Ja, ich glaube, zur Ausflug hier auf diese Himmelsinsel neigt so langsam sich schon mal dem Ende zu, aber man kann, glaube ich, trotzdem festhalten, es ist eben eine große Insel. Und ich kann mir vorstellen, dass das eine oder andere eben noch übersehen habe. Alter, noch mehr Gleiter. Ich meine, wenn wir uns mal gucken, wir haben sicher hier schon relativ viel gemacht, ja, da muss ich nochmal hin später. Da ist ein anderer so ein Boss, wenn ich genau weiß, ob ich vielleicht den erst machen kann, muss, weil ich das hier gemacht habe. Oder zurückgegangen bin. Aber ansonsten waren wir an relativ vielen Orten auf der Insel schon. Ich glaube, wir haben relativ alles schon gemacht. So. Auf alle Fälle hier sehr, sehr cool. Was ich nicht ganz verstehe, ist, dass man den Deckensprung nicht auch noch, nochmal einsetzen kann. Nochmal einsetzen kann, Quatsch. Entschuldigung. Was mit dem Deckensprung auch nach unten einsetzen kann, meine ich halt. Also quasi Bodensprung von dem her. So. Perfekt, oder? Da brennt ein Feuer. Da bin ich eigentlich auch nie abgeneigt. Wir haben wieder viele Materialien, können wir das eine oder andere hinschmeißen. Kann ich eigentlich auch... Ich kann es mal testen. Auch Chili hier. Hä? Wir sind jetzt weggeflogen. Chili kann man nicht rösten? Okay. Mehr muss man ja auch nicht, wa? So. Zurück zu Rauro. Wie kann ich jetzt die Scheißteile hier eigentlich bedienen? Chili. Ne, die kann man auch mal nicht rösten. Rauro. Das sind die Kernstücke unserer Technologie. Und wurde mächtiger als je zuvor. Warte, mal zur Verfügung. Glaub ich dir sofort. Ansonsten sehe ich jetzt hier nichts. Ich gehe ganz kurz hier hoch.
nicht, dass ich irgendwas verpasst habe. Weil ich das Gefühl habe, wenn wir dann einigermaßen hier durch sind, eben 2 Dinge hier fehlen mir sicher noch. Ich schon mal erwähnt habe, wenn wir den Rest hier gemacht haben, glaube ich nicht, dass wir so schnell hierhin zurückkehren. So. Jetzt das Ding. Ich nehme natürlich an, wir brauchen ein bisschen Schub, wa? Verbinden. Wozu? Ich meine, es ist zwar die Ultrahand, aber... Okay. Der fliegt von alleine. Ich weiß nicht, wurde einem jetzt vorhin erwähnt, wie das Ding funktioniert oder was? Oder aber das irgendwie verpasst? Das ist nur ein Fußsymbol quasi. Hm. Hier geblieben. Wie kann man die eigentlich steuern? Mal ganz doof gefragt. Gut, ich meine, die sind Gleiter, die sind dazu zum Fliegen. Stimmt ja auch wieder. Gibt es hier oben im Tempel noch irgendwas anderes? Wäre irgendwie schon krass, wenn es hier oben noch irgendwas Verstecktes gäbe, oder? Ja, also ob ich den Gleit jetzt richtig angewendet habe, keine Ahnung. Alles andere wäre zwar auch ein bisschen schräg gewesen. Ja, ich soll sagen, jetzt war einerseits Bock, hier zu gucken, hier rumzuklettern, aber es ist irgendwie auch gefährlich. Aber ist doch nichts, oder? Nee, komm, wir machen jetzt mal nicht, hey. Aua. Der war im Sturzflug. Mhm. Der hätte vorher abspringen müssen, super. Ist auch egal. Wir haben noch ein bisschen Proviant. Wollen wir es erst erreichen? Jetzt endlich mal das Tor öffnen. Ich hoffe, es klappt endlich mal. Ja. Zelda, wir kommen. Oder auch nicht. Verschlossene Pforte. Geschafft. So, rüsten wir mal ein bisschen anders aus hier. Nehmen wir noch... Nee. Wäre schon ein bisschen adretten nett aussehen, nicht wahr? Vielleicht noch andere Klamotten wieder. Die ganz normalen Schuhe hier. Die Winterstiefeln. So. Sieht doch gut erhalten aus, war im Gegensatz zum Rest der Insel. Was ist denn das? Eine Träne? Doch eine Träne, wa? Fast gedacht, sieht ein bisschen aus wie dieses eine Tomoe-Symbol bei Naruto. Was zum Beispiel bei den ganzen Dinger, die Sharingan und so drin ist. Die Tomoe, oder wie man die nennt. Man kann auch bestimmt da hochsteigen und dann komme ich da irgendwie hin. Darüber. Vielleicht auch nicht. Egal. It's Storytime, Freunde. Story.
Zeitumkehr. Ah, die kriegen wir von ihr. Die 4. Fähigkeit, die ich in der letzten Folge mal erwähnt hatte. Mit dieser Fähigkeit kannst du die Zeit zurückdrehen, um die Platzierung oder Bewegung eines Gegenstandes umzukehren. Du kannst die Zeitumkehr jederzeit anhalten. Die Fähigkeit, die Bewegungen eines Objektes rückgängig zu machen. Man nennt sie Zeitumkehr. Und Zelda ist verschwunden. Auch ich verstehe nicht, was genau hier passiert ist. Womöglich war es ein Echo ihres starken Willens. Ja, du hast gesagt, Zelda wäre hier. Aber ich bin mir sicher, dass du diese Fähigkeit nicht ohne Grund erhalten hast. Vor allem ist gar keine von deinen Fähigkeiten, wa? Ich bin immer mehr und mehr verwirrt. Als du dich dem All-Time-Tempel der Zeit näherst, erschien die Prinzessin Zelda im Geist im Licht. Geleitet von ihrer Erscheinung, nahm sie ihre Hand, eine Kraft durchströmte deinen rechten Arm. Des Tempels nützlich sein könnte. Ja, machen wir einfach mal. Okay, muss ich nochmal machen. Die Zeitumkehr. Hat ein bisschen was vom Master Schwert-Feeling, war. Aber nur ein bisschen. So. Und da ist die Statue der Göttin Hylia. Ich bete, ich bete. Die Statue der Göttin zeigt ein mildes Lächeln. Danke. Das ist alles? Oh nee. Im geschwächten Zustand ist es fraglich, ob du der Herausforderung gewachsen bist. Es existiert aber noch ein weiterer Schein auf dieser Insel. Wenn es einen Segen erlangst, könnte es genügen. Noch einer und 4. Jeder Schrein hütet ein Segenslicht. Wenn du dies sammelst und der Göttin darbietest, wirst du womöglich gesegnet. Ja, dann krieg ich einen Herzcontainer mehr. Das heißt, mit 4 Herzcontainern oder mit 4 Herzen, dann komme ich da rein. Ähnlich wie im Master Schwert früher. Das Pura verfügt über eine Teleportfunktion. Aha, endlich mal. Den verleihenden Schrein zu finden. Dahin muss ich also. Gut, da waren wir schon mal, das ist kein Problem. Die Suche nach Zelda. Ah, die Suche nach Zelda. Zelda. Also, kann ich irgendwie hier raus? Ah, da, Karte. Also dann, hier will ich ja auch noch hin, da machen wir aber eher später. Das Ding hier wäre mal viel interessanter. Und das wiederum ist ja die Macht des, offenbar jetzt Pura-Pets. Früher war es ja einfach der Shika-Stein. Teleportation. Nicht die Macht der Sonau. Nee, die Macht der Shika. Die haben wir nicht vergessen, Freunde. Huch, warum denn jetzt? Oh. Gut, hier wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ach so. Ja, kommen wir da runter, wo vorhin bei Ganondorf und so war. Super. Mal gucken, was ich eigentlich alles umdrehen könnte. Wenn ich die Dinger umdrehe, was bringt mir das genau? Ich käme auch hoch. Ja. Sind wir sicher? Warte mal.
ernsthaft eine Fähigkeit, um als Shortcut auf die Karte zu kommen? Okay. Ja, warum nicht, liebe Entwickler? Und zack, raus hier. So, also hier oben bin ich ja schon mal. Hä? Also ich muss ihn offenbar irgendwo da rüber. Warum auch immer, was denn das bringen soll, kein Schimmer. Also ich stelle es mir jetzt gerade so vor, weil alles andere macht irgendwie gerade keinen Sinn. Kann die Fähigkeit auch öfters einsetzen? Nee. Ups. Okay, okay. Wir haben ja nur ein bisschen doof angestellt. Krass, manchmal kommt die Animation, manchmal nicht. Die Leute können irgendwie provozieren, aber offenbar dann doch nicht. So, Zeitumkehr bitte. Dann bitte mal bei dem Ding. Nein, das ist falsch. Ja, super. Nein, was? Sag mal. Moment. Gerade deswegen verwirrt, weil ich dachte, ich muss zuerst einen umstellen, nachher warten, bis ich drüben bin, nachher das andere Zahnrad zurückdrehen. Aber offenbar ist es ja alles dasselbe. Mal ganz kurz gucken, der geht jetzt geht nach unten das hintere. Jetzt geht's nach oben. Okay, mein Fehler, Entschuldigung. Ah, da hat es einen geheimen Weg, interessant, weil hier ist glaube ich nichts, war. Ne, okay. Vierter Schrein, vierter Schrein. Wir humpeln auf einem Bein. Nee, Quatsch. Oh, da ist er ja. Sehr schön. Wenn so immer so einfach wäre, wa? Das ist eine Batteriemaschine. Wenn ich das Batterien von dir herstellen soll, gib mir so eine Energiekristalle. What the fuck? 100? Du bist nicht mehr ganz knusprig, Alter. Boah, leck mir am Schöpli, hey. In fernen Tiefen des Landes suchen. Ach nee. Jetzt sagen wir nicht, in dieser Welt, Breath of the Wild gibt es nicht nur die Himmelswelt, die Himmelsinseln, die Oberwelt, wie man es aus Breath of the Wild kennt, natürlich leicht abgewandelt, ist klar, plus noch ein Untergrund. Ey, liebe Entwickler, was ist los mit euch? Also wenn es wirklich so wäre, könnte man meinen, dass die Entwickler so dachten, oh komm, wir machen noch irgendwie ein einziges Zelda-Spiel, dafür wird das größte und geilste von allen Zeiten werden. Dass Leute nachher so erschlagen sind, dass sie nie wieder ein Zelda-Spiel haben wollen. Das kommt mir gerade ein bisschen vor, ey. Also, die gute alte Zelda. So, noch ein Schrein. Also noch eine Fähigkeit kriegt man hier sicher nicht, da kann man sich vorstellen. Wie gesagt, es wird noch es gibt noch eine Fähigkeit, soweit ich weiß. Die wurde aber auch nie in den Trailer vorgestellt. Ich weiß auch nicht, wie die heißt, was sie machen soll. Ich weiß nicht, dass es noch eine gibt. Ist offenbar ziemlich, naja, nicht unbedeutend, aber man braucht es nicht wirklich. Umkehr. Gut, dass natürlich den hier einsetzen muss, okay. Man kann sonst mal ganz kurz hier gucken. Genau, man sieht auch hier noch einen Platz für eine fünfte hier. Okay, okay, wird es das sein.
Umkehr. Gut, das sieht relativ klar aus, was man hier machen muss. Aber was das wieder für eine Show von Zelda war, verstehe ich auch nicht so ganz. Irgendwie war sie da, irgendwie auch nicht. Oder irgendwie war das so eine seltsame, keine Ahnung, was das sein soll, wie so ein Tomoe-Zeichen. Was irgendwie wieder verschwunden ist. Aber warte mal. Ups. Ach, ich muss hier vielleicht mehrmals kombinieren, wa? Ich muss hier offenbar so, wie es aussieht, darüber. Oh, nee, doch nicht. Entschuldigung, mein Fehler. Oder vielleicht doch. Warte mal ganz kurz. Es kommen immer wieder neue. Das heißt, ich kann damit auch da hoch? Okay, da wäre natürlich krass. Im Fluss drauf. Die Zeitumkehr. Aus irgendeinem anderen Zelda-Spiel kenne ich die Zeitumkehr, aber vielleicht nicht gerade so, aber so ähnlich. Gut, ich meine, ähnliche Elemente hatten wir natürlich in Majora's Mask. Mit dem Alter! Mit den 3 Tagen quasi. Ups! Okay, das war jetzt nicht so geplant, die wollen eigentlich darüber. Scheiße. Aber es klappt so. Das ist schon mal cool. Ich habe gerade schon das nächste Teil da runterkommen, das nächste Floß. Naja. Könnt ihr solche Dinge gegenseitig auch blockieren, oder wie? Was sagt die Zeit? Okay, ich glaube, wir machen noch den Schrein hier fertig. Und dann ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt generell. Und nicht nur das Folge zu beenden, sondern eben auch, damit wir dann in der nächsten Folge vielleicht doch erst einmal noch das seltsame Konstrukt machen, das eine. Wo ich schon gesagt habe, von wegen, weiß ich genau, wie ich da weitermachen soll. Und wie das klappen soll, damit ich da hochkomme. Dann doch erst einmal das noch angucke. Also offscreen, damit wir in der nächsten Folge direkt dort starten können. Und dann vielleicht noch den seltsamen das eine Tableau, was auch immer das war dort. Uns das noch anschauen. Was ein riesiges Konstrukt, da irgendwie so ein Sonar-Konstrukt gesehen haben. Super, so das hier drin. Aber wie gesagt, die Schreine sind schön kurz, das gefällt mir. Ich hoffe, es sind die anderen Schreine, weil ich denke mal, es wird noch mehr geben auf der Overworld und dann Untergrund und so. So. Ach, ich kann nur so... einzeln. Okay, okay. Genau, das ist halt diese Sonau-Schreine, dass es davon noch mehr gibt, aber hoffentlich auch, dass die ähnlich einfach sind dann. Dann wäre es auch cool, dann können wir vielleicht irgendwie sogar mal sagen, okay, wir gucken, ob wir relativ viele von diesen Schreinen finden. Noch wieder relativ viele Herzen und Ausdauer herzustellen. Dann scheint das uralte Böse versiegelt. Sei gelobt, es wir geschafft zu haben. Ja, dankeschön. Gib her das Teil. 4 Segenslichter sollst du haben. Tsching, tsching. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Danke. Wir gehen schlafen. Ja, okay. Mach das. Die Suche nach Zelda. Mhm. Wir sind eigentlich hier wieder. Vergessen Himmelsinsel. Wieder so ein Gleiter, okay. Was war das Ding jetzt? Und ich jetzt hier, ich meine, ich will eigentlich sowieso hier hin, wa? Oder dahin.
Aber wir sind eigentlich schon da, wo ich eigentlich nachher wieder hin will. Kann ich nachher wieder irgendwie hier relativ easy teleportieren? Ich glaube nicht, wahr? Ich habe hier einen Teleportierpunkt, ich habe hier einen. Wenn ich hier noch ein bisschen was machen will, bin ich eigentlich relativ weit weg. Das heißt, ich werde wohl hier doch nicht hier runtergleiten. Und noch nicht, vielleicht kommen wir später nochmal hier zurück. Okay. Sondern ich mache mich erstmal auf den Weg, was da unten. Die Insel hier wäre relativ hoch. Ja, könnte sein, wa? Das heißt, nächste Folge erstmal da runter. Versuche es jetzt schon. Von hier aus haben wir es schon mal. Wir sind hier schon mal runtergesprungen. Aber etwas höher, wenn ich jetzt dahin gehe. Ich kann den Gleiter eigentlich nicht steuern, das ist das Problem. Und ich halt gerne irgendwo anders hinfallen. Ja, warte mal, wir sind ja schon hier. Umkehr teleportieren, genau. Warte mal, da war ja hier. Ich kann hierhin teleportieren. Unser Wachen, sie kann hierhin teleportieren. Das heißt, sie kommt eigentlich immer wieder hierhin zurück. Wir könnten es dann doch testen. In der nächsten Folge. Okay, okay, gut. Das heißt, nochmal das andere Gelumpe hier. Nochmal gleiten und gucken, was dann passiert. Dann macht doch erstmal die Hauptstory hier fertig und wir gucken dann im Verlauf der nächsten Folge noch wegen diesem Gebaute und diesem Konstrukt, was er eigentlich haben wollte. Und das noch nicht so super funktioniert hat, wie geplant. Oh, wir kommen direkt oben ran, wa? Okay, wisst ihr was? Ich würde sagen, bei der Zeitpunkt die Folge zu beenden. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oh, Rubine rechts oben. Ja, hier oben ein bisschen schwierig, war mit Rubinen. Aber egal. Nächste Folge, also gucken wir, wie wir weitermachen. Und diese Batterien, Alter, 100 Stück für so eine Energiekristalle sind ja... Also 100 Energiekristalle für eine Batterie. Die sind gestört, die Leute. Ja, echt gestört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.